Bonjour hi bei Mirsch TV. Corona oder Covid-19-Krise huet Konsequenzen gehabt, die wahrscheinlich ugangs des Jahres nach Käfe möglich gehalten hat. Neben dem viele Leid durch Krankheit und Tod war da auch den bald komplette Stopp von unserer Ökonomie. Der 16. März, von einem Tag auf den anderen, waren bald alle gut Geschäfte zu und darunter hat natürlich auch die Mirscher Geschäftswelt gelitten. Wir waren noch ganz rezent mit dem Präsident vom Geschäftsverband NRW für die schwere Zeit zurück, mehr auch nur 4 zu gucken. Durch die Krise ist zum Beispiel auch die geplante Generalversammlung von der Union Commerciale et Artisanale mit einer interessanten Konferenz über die Zukunft vom Mirscher Geschäftsleben, dann den Frühjahrsshopping und noch die immer gut besichtigten Braderie ausgefallen. Das ist zum Grund, weil Braderie zu Mirsch als einfach ein flott Volksfest. Es geht um Mirsen, Trinken, es geht um Dorfvereine, es geht um Märkte, um die Straßen. An der Corona-Zeiten hätten wir da eigentlich keine Chance, das zu organisieren. Wir wollen aber nur darauf hinweisen, dass wir am Hirsch das neue Hefte rausbringen bringen, Mirsch, die Handwerkerstadt und Dachhausstadt, wobei die erste Edition am Fangehol annulliert ist. An all die Inserenten, die an der ersten Edition 4 gewesen wären, kriegen hier Annoncen reportiert. Zu so geht es aber ganz wichtig, dass die Gemengenautoritäten an den Herrn Burgermeister Malherbe als versprochen hat, via ein Subsid, den an die Union Commerciale ausbezahlt wird und dann an alle Inserenten an der Zeitung weitergereicht wird, wird die Gemeinde dann noch unterstützen, dass diese Aktivität vielleicht ein bisschen mehr groß wird wie in den letzten Jahren. Frank, das wäre dann von meiner Seite, gehen wir in Tour am Mirsch machen und gucken, wie es genau am Terrain ausgesehen wird. Ma jo ganz gern, an do war die Krise für alt Geschäftsleit, mit denen wir geschwätzt haben, nicht so einfach, und aber ganz verschieden. Die einen konnten büssen, die anderen über Internet und noch andere gut nicht abmachen. Wir wären nicht so, wir hatten natürlich die erste Woche ganz, aber wirklich, das Leute sich nicht getraut, auf jetzt zu kommen, halt, und habe ich einfach die Stunde ein bisschen mehr nur bei Nähe gemacht und dann eben noch überall Facebook, auf der Website, überall publiziert im Moment, dass wir nicht mehr so viele Stunden abführen, dass wir halt teilweise auch gegen ein paar Sachen ausliefern oder bei Klienten, die eben noch schlecht zu Fuß sind oder ältere Leute, wo wir dann auch halt heimgegangen sind bei denen. Ne? Also hier in der Galerie, da wäre es relativ dicht, überall wären die Geschäfte natürlich zu. Und es wären just wie den Bäcker, den du hier oben werden, Zeitungsboutique und der Matsch, den dann noch abhat. Und der Rest wäre alles zu. An mir natürlich. Also am Anfang wird es ein bisschen zögerlich. Ihr alles richtig ab wäre aber schon heute schon alles ein bisschen lanciert, um zu kommen. Und natürlich, ist das schon alles eine andere Situation. Natürlich immer mit Masken. Aber das ist immer schwierig auch gucken, wie müssen die Brille am Fangol ab mit einer Maske. Das gesehen sich schon nicht richtig. Und da sind wir immer ein bisschen so an einer Zwickmilchchen, ja, die den Maske kurz auf für sich zu gucken, darum sehe ich ab, natürlich, ja. Meine Mutter habe ich da nicht. Wir waren dann von Haut auf Mur, wo wir ja müssen, wie die anderen auch 2 Monate lang zu machen. Ne? Das war natürlich vom Schiffer hier ganz heftig. Ja, wir hatten effektiv viel mehr Aufrufen für die Autos, was den Online-Verkauf angeht. Aber natürlich ist es aber nicht zu einem Verkauf kommen, weil die Leute ja eben eine Occasion wollen probieren, gucken, die Optionen testen. Und das konnte man in dem Fall nicht garantieren mit dem Covid. Und dafür ist es ja angefangen, was den Internetverkauf angeht, bei uns null. Also wir haben absolut nichts verkauft während der ganzen Zeit, wo wir Corona-Krise hatten. Die ersten 3 Wochen danach ist es so losgegangen, also den Juni, dann ist es aber richtig gegangen, wo natürlich auf einmal alles kommt, auch mal Atelier, noch mal Verkauf, ist das wirklich rasant hochgegangen. Mittlerweile haben wir 60 Autos, die uns fehlen am Verkauf par rapport zum letzten Jahr. Wir sind aber mit den Vakanz, also normalerweise sind wir am August so, wir bleiben am Lo ab, für das wir können ein bisschen alles kompensieren. Ne? Ja, das war ein Schock, weil das für Sonntags Oves gesagt ging. Da haben wir den allerlei Wandössen mal per GSM Bescheid gesagt, dass den Tag dort nicht so schaffen kommen.
An do hummer am Fong do weitergeguckt am Ufang versehen net wo gefi goen. Die Äner Länner hunn er net zo gemerkt, dat heech Transporteuren stëngen deelweis fir hun eiser Dir, scho vun de Fournisseuren méle krit, wie wat huet er die Wune dugehall. Et letze Buch war do och vun denen, die am längsten zo waren, wat am Endeffekt vielleicht besser wär, weil gesäit de lo, dats die Länner die frei opgemerkt hunn am vongeren éichter Problemen ho wie mir ha am Land. méi wat den Anfang lo so kann, dat so wie ein Textilgeschäft wo mit März bis mit Mai die besten Zeit as wir verkaufen. Dodurch as lo an de Solde fir Klienten riesige Schwanachto und Kleder an hun Flottzimmerkleder, die man auch nom 15. Meerich geliefert kruten, Serie sinn, dodech auch film wie komplett wie sos an de Solden. Als Elektris livere Mehrheit zu mirch Strom a Gas. Stromnetz zu mirch geiert eis. Wir sind den einzigen private Stromnetzbetreiber am ganze Land. Und wir dürfen Strom a Gas durch ganz Land liefern. Wir haben herausgefunden, an der Corona-Krise, der Lockdown hat natürlich ein terrible Best für die Konsumation mit sich gebracht. Von einem Tag auf den anderen war ganz viele Betriebe zu, die Produktion ist vorgehen. Er hat einen Best verursacht, tiefsten Moment von 23%, hat mir bei unseren Klienten. Das ist so, dass natürlich peu à peu, wo den Lockdown rüber ist, die Konsumation remulliert. Das allerdings, wir sind noch nicht auf dem Punkt, wo wir 4 Uhr waren. Und das ist auch viel gemerkt, die Leute daheim verbrauchen ja viel mehr. Das hat aber bei weitem den Unterschied nicht abgefangen. Das ist schon richtig, dass daheim ein bisschen mehr verbraucht ist. Weil die Leute natürlich ganz viel am Teletravail waren. Mit das macht nicht ganz viel aus par rapport zum Gesamten, zum Ausfall von Produktionen von Betrieben, die zu waren. Das hat schon ein heich Best verursacht. Da haben wir ein bisschen Chance, dass wir zum Beispiel alle guten Kliniken an der Stadt beliefern. Die haben natürlich mal mindestens genauso viel wie Fedro verbraucht. Das heißt bei uns ist die Best nicht gerade so signifikativ wie bei anderen Fournisseuren. Ja, die Chance, die sie auch relativ schnell zugemerkt haben. Ab der 16. wenn ich mich gut erinnern, wir konnten nach fertig machen bis den 20. Und du sind die Jungen, die alle heimgeschickt haben, respektive sie wollten noch nicht schaffen. Du warst 6 Wochen zu, wir haben am Büro weitergeschafft. Wir hatten 3 Mann für Depannage zu machen, an Urgenzen. An die anderen Leute, die hun natürlich nicht konnte schaffen, bis wir die Genehmigung vom Staat kriegten. Am Geschäft hatten wir auch so, nach 2 Wochen hat sich aber herausgestellt, dass verschiedene Leute aber eine Waschmaschine oder Sachen aus dem Haushalt gebraucht haben. Die Nummer auf Rendezvous geschafft, das heißt, die Leute sind auf Rendezvous an das Büro gekommen, sind dann serviert, gehen und kriegen ihre Sachen geliefert. Die Chancen im Abgang sind, wären mal Gemenge, wären ganz Belegschaft, wären von Frau für ihren Genügswerk. Kriterien, die können wir nicht mehr abholen, das ist nicht machbar. Da muss ich nur mit den einzelnen Klienten gucken, dass ich ein Arrangement findet. Mit 6 Wochen oder 7 Wochen, das geht ja nicht abgeholt, ich überstanden. Wie der Lockdown kom ass den 15. 16. März, dun war wirklich total flaute vun Haut op Mu keng Leiit méi. Die muss ich bei uns firstellen an der Restauration. Do hu dat Stocken opgefüllt. Wir schaffen mat Wuren, déi sech natierlech net ewech halen, dats net lo wie wann da ging Schrauben oder Kleder op Stock leen. Dat Teet war am Fong so gut wie eng Perd, die kon am Fong alles erwäsch geien. Mi hun uns aber Gott sei Dank kom mir uns ëmstalt, an mi hunn Repassieruma unser Leiit ugeburden, an Mun och Takeaway gemäht, Livraison à domicile, wo man effektiv sondes als bis 120 oder 140 Kommanden sogar hatten, a mat 4 bis 5 Auto aus gefuhr sinn. Dat Teech man konnten Kris nach einmosse gut wächtierchen. Dat Teche hue de missen direkt op eng aner Schin sprangen, so wie anderer Betrieber et och später hin gemäht hun. Lo momentan können man zwar feststellen, dat ein Betrieber effektiv nimmen zu 25% ausgelascht sinn, so wie Zuelen och vun unserem Tourismusminister gesinn, an dat können mir auch schüss nimme konfirmieren. Restauration huet am Ufang einmossen gut ugefangen, mir einfach hun nach Leiit zuviel Angst fir herauszugoen. Terrassen ginn jo nach Navel, méi déi Betrieber wie keng Terras hunn, déi sinn irgendwéi op der verlorener Seit.
Soweit also Eisentour durch en Deel vun der Mierscher Geschäftswelt. Mittlerweile sind sie alle gut für euch da, unterstützt sie an kauft lokal. Monatelang waren doch ganz ruhig an den Vereinen. All Manifestationen zanter mit März waren aufgesot. Es gouf auch nicht an den Sportvereinen trainiert oder an den kulturellen Vereinen geprüft. Auch ganz große Evenementer wie zum Beispiel den Balloon Trophy oder das neue Festival Mir si Miersch müssen annulliert gehen. Mit Juni huet Mierscher Musik aber endlich Remenker dürfen optreten. Vierter huet größtenteils mitgespielt, wie die Musik am Blannenheim oder besser gesagt 4 Blannenheim opgetreten ist. Der Banne wäre den Moment noch nicht erlaubt gewesen, ein Konzert zu organisieren. Der neue Präsident hat sich sein Depart an der Mierscher Musik bestimmt ernst vorgestellt. Maja, ich bin Marvin Calderella Weiß, ich bin neuer Präsident seit Februar, schon überholt von Paul Arendt. Ja, ich war schon lange am Komitee dabei, schon 20 Jahre an der Musik dabei. Ich bin gespannt auf die neue Aufgabe und gucken mal, wie das geht. Ich gucke dann positiv an die Zukunft. Am Februar hat er also angefangen, der neue Präsident, und du war bald direkt Schluss mit Proben. Leider, wegen der Pandemie, müssen wir direkt abhalten mit Proben, weil 60 oder 70 Leute an einem Saal, das ist nur die Regeln hier eben ganz gefährlich, auch für uns Musikanten zwischen den Nähen. Und das hätten wir uns vielleicht alle gut angestacht. Ja, natürlich schon eine Pause gemacht von 3 Monaten. Wir müssen das Programm rausgesucht, für hier zu spielen, ohne zu proben. Das ist mir uns ganz gut gelungen. Das stimmt, weil den ersten Auftritt ohne richtig Prof hat den Leuten am Blannenheim ganz gut gefallen. Nee, wir hatten überhaupt keinen Kontakt mit den Musikern. Das heißt, alles, was wir gespielt haben, da müssen sich drin aufpassen, wer was wo, weil Stecker haben wir schon lange nicht mehr gespielt. Da muss man halt alle gut noch mit denen lauschen und auf den Chef gucken, sodass das eine Harmonie gibt. Mit der Musik war es so, wir haben wirklich die letzten 3 Monate war ein bisschen kompliziert. Viele von unseren Musikanten sind auch an Kuren, adulte Kuren oder auch einfach nach Jugendlichen, die Kuren sind. Und die hatten viele Online-Kuren mit ihren Chargen. Aber die anderen, da war ein bisschen, sie guten Stecker hatten sie daheim zur Verfügung und sind einfach ein bisschen angespielt, was man macht. Obwohl wir wissen, dass man vielleicht nicht mehr können spielen, mehr einfach für nach warm zu bleiben. So Maar ja, wir müssen aufwarten, die Direktive vom Ministerium der Santé. Gucken wir hoffen, dass wir am September, wir wollen noch stark tun, dass wir am September anfangen mit Proben. Ja, da geht es richtig auf Christheit, da könnte ein Wanderkonzert, den wir hoffentlich auch noch immer spielen können. Der Wanderkonzert wird das ja ganz flott gehen. Wir haben Thema Schokolade, zusammen mit dem Schokoladehaus als Thema, wo wir lauter Stecker unter dem Thema Schokolade werden spielen. Und die zweite Halbzeit wird von der Mama-Musik gespielt gehen. Und das wird auch ein Benefizkonzert sein.
E flotten echte Konzer also am Blannenheim bleibt lo just zu hoffen, dass Mierscher Musik dann spätstens am Hirschdrüm richtig kann urappen. An Dommer da simmer dann noch en vun als Remissionioun vum 15. Juli 2020, dat hiich doch das Lo Schulvakanz ass, eng Vakanz no eng ganz exceptionelle Schuljoer. Miersch TV wëncht alle Kanner, jugendlechen, Enseignoren, an natürlich auch den Eltern eng ganz schein an erholsam Vakanz, los Dich et gut goen, a bleifft fir an allem gesund. En des Mouns ass da noch Miersch TV awerem fir ich do, Ihr alle goeten Filmsmerzi fir no kucken an bis geschwen.